The Loft wird Ihnen präsentiert von Unity Media. Und wir sind wieder in unserem Media Loft. Herzlich willkommen, natürlich dekorativ an meiner Seite, wie beim letzten Mal, auch der Marc. Und das ist die Anna und das ist die Maja. Auch wenn Maja noch nicht ganz da ist. Wir haben heute auch einen großartigen Gast bei uns, und zwar Eike vom MyDoc 365. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ansonsten haben wir auch noch tolle Themen, nämlich Smartphone Lifehacks. Aber beginnen wollen wir wieder mit unserer Kategorie What is Hot. Und da geht es heute um die Grumpy Cat. Marco, weil du so eine großartige Ähnlichkeit mit Grumpy Cat hast, hast du dich auch mal auf der Straße umgehört. Ich gehe jetzt mal schauen, ob die Kölner diese grimmige Multimillionen-Dollar-Katze kennen. Kennst du diese Katze? Nee, leider nicht. Nein. Die hat gerade ihr zweites Buch rausgebracht und insgesamt über 100 Millionen Dollar eingenommen. Kenn ich nicht. Das ist die von diesem, von dem britischen Obdachlosen, die Katze. Nein. Ich glaube nicht. Hat gerade ihr zweites Buch rausgebracht und über 100 Millionen Dollar eingenommen. Gut. Ist die Grumpy Cat. Was könnte Grumpy bedeuten, wenn man sich das Bild so ansieht? So ein bisschen schlecht gelaunt. Mürrisch. Kennt ihr diese Katze? Ja. Wer ist das? Grumpy Cat, oder? Das wusste ich gar nicht. Oder? Ja, Grumpy Cat, oder? Absolut richtig. Hat gerade ihr zweites Buch rausgebracht, über 100 Millionen Dollar eingenommen. Könnt ihr euch das erklären? Nein. Überhaupt nicht. Ja, also wenn man so schön aussieht, dann kann man eigentlich nur Erfolg haben. Die ziemlich scheiße aussieht eigentlich, ne? Ja. Was würdest du sagen, wenn man dich so ins Netz stellt? Ja, ist Mist. Ich hatte mal 4 Mäuse und 3 Hasen. Würdest du die auch ins Internet stellen, wenn sie aussehen, um damit Geld zu verdienen? Also würde mir jetzt spontan nicht direkt einfallen, aber warum nicht? Ja, naja, um Geld zu verdienen nicht, aber der ist schon im Netz, ja. Schön, dass du die Katze kennst und gerne eine hättest. Wir sind heute also ziemlich tierisch. Grumpy Cat, wahrscheinlich die erfolgreichste Webkatze aller Zeiten, bringt gerade ihr zweites Buch raus und hat laut Wikipedia schon über 100 Millionen Dollar eingenommen. Und selbst die Piratenpartei hat mit ihrem Wahlkampf schon geworben. Ja, Grumpy Cat hat auch einfach mal so einen Instagram-Account. Dem folgen dann so fast 1 Million Leute. Ich würde gerne, wenn Maja nicht, klar, wenn Maja nicht weglaufen würde, hätte sie auf jeden Fall Potenzial, dazu auch vielleicht Leute ranzukriegen. Vielleicht kann Eike uns von Doc 365 einfach mal dabei helfen. Vielleicht kommst du zu uns? Ja, klar, gerne. Der Hund ist jetzt nicht da, aber du hattest da eine tolle Idee, Hunde zu trainieren. Ja, wir sind mit unserer App losgelaufen und haben also angefangen, kleine Aufgaben an unsere User weiterzugeben. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Hütchenspiel, das heißt also, das kennt man ja vielleicht aus dem Italienurlaub oder aus dem Spanienurlaub. Das ist doch immer nur Verarsche. Wahrscheinlich. Aber für den Hund ist das ziemlich real. Er kriegt also dann, keine Ahnung, es gibt dann 3 Hütchen, unter dem einen ist dann Leckerli oder ein Stück Käse. Und er muss dann halt einfach erschnüffeln, worunter das ist. Und da kann man auch ein bisschen die Schwierigkeit steigern. Für den Hund ist das ganz tolle Denkarbeit. Und ja, für den Halter macht es Spaß, vor allem wenn das Wetter nicht ganz so gut ist, ist das eine ziemlich gute Beschäftigung. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine App zu entwickeln? Wir haben beide einen Hund und wir haben beide im Büro gesessen und das Wetter war doof und wir haben gemerkt, irgendwas muss man jetzt irgendwie machen und wie muss man jetzt den Hund auslasten, weil der fängt schon an zu nerven. Also wollte die ganze Zeit raus und wollte irgendwie Action haben, dem war langweilig. Und dann sind wir losgegangen und haben geguckt, was es da so gibt und haben gemerkt, ja, man muss sich das echt schwierig zusammensuchen und das wäre noch eine tolle Idee. Und dann haben wir die ersten Schritte gemacht. Das ist schon ein bisschen her und mittlerweile ist es halt eine tolle App und wir haben richtig viele User und es funktioniert gut. Vielleicht können wir die App einfach mal ausprobieren und wir gucken mal, wie intelligent mein Hund vielleicht sogar ist. Ja, ich versuche mal hier parallel umzustellen. Wir ändern Wir sind die ja im Quelle. super modernen Media Loft, aber auch da dauert es einfach noch einen Moment, bis man sowas umgestellt hat. Wollen wir das probieren? Das sieht schon mal ganz das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt können wir die App MyDoc 365 starten. Und hier sieht man jetzt, wie die App so ungefähr aussieht. Super, da kann man sogar auch ein Profilbild anlegen. Genau, das war ein ganz lustiger Schnappschuss, kann man hier so halb erkennen, mit meinem Hund Woody.
Und ja, hier sieht man auch, also man kann eben auch in der App Punkte verdienen und dadurch im Level aufsteigen. Und das macht man natürlich, indem man Aufgaben löst. Und es gibt jeden Tag, deswegen heißt die App ja auch MyDog 365, es gibt also 365 Tage im Jahr, gibt es eine kleine Aufgabe zu lösen. Ich hätte heute die Aufgabe Kriechspiel. Und vielleicht, würde ich sagen. Genau, vielleicht können wir die einfach mal austesten. Dazu. Meine Güte, wie mache ich das? Muss ich auch auf den Boden? Das werden wir gleich mal sehen. Also das heißt, wir hören uns mal eben die Beschreibung an. Es gibt also auch ein Video, wo das Ganze dann erklärt wird. Genau. Okay. Damit auch du das verstehst. Natürlich. Bei der heutigen Tagesaufgabe stärkst du die Muskulatur deines Hundes. Ziel ist es, dass dein Hund ein kleines Stück liegend vorwärts robbt. Zu Beginn schickst du deinen Hund ins Platz. Locke den Kopf deines Hundes nun unter deinem Bein oder dem Gegenstand hindurch und belohne ihn sofort. Dein Hund soll Schritt für Schritt immer weiter unter das Bein oder den Gegenstand kriechen, bis er schließlich komplett hindurchgekrochen ist. Ich gehe einfach mal direkt auf den Boden. Ja, probier's aus. Meine Beine zu kurz sind, wäre schön, wenn du deine als Selbstverständlich. Gut, dass du schon liegst, Kind. Nee, wir wollen nicht Platz kuscheln. ist ja schon. Ich mach's ja mal ein bisschen leichter. Ja, fein. Auch zwischendurch schon? Oder einfach? Ja, genau. Also so, dass sie einfach ein bisschen kriechen kann. Sie ist ja nicht blöd, ne? Jetzt legt sie die Pfote auf meine Hand, dass ich nicht weiter rutschen kann. Ja. Ja, Hunde sind an der Stelle schlau. Na, Auf komm. jeden Fall. Na, komm. Gut, jetzt ist dein Arm ein bisschen kurz, aber grundsätzlich siehst du unterher. Muss man schon sagen, hat funktioniert. Auf jeden Fall. Super. Fein! Finde ich großartige Idee. Vor allem, man hat alles auf seinem Smartphone und kann das direkt in die Tat umsetzen. Ist auch gut für diejenigen, die sich einen Hund anschaffen und den vernünftig erziehen wollen. Dann hat man es später ein bisschen leichter. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja. Großartig. Vielen Dank auch. Danke für deinen Besuch. Alles klar. Ciao. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Smartphone-Lifehacks. So, wir haben eben schon mal eine App gesehen, die Hunde-App. Ich bin immer noch ziemlich begeistert davon, aber jetzt versuchen wir mal ein paar andere Sachen aus. Genau, herzlich willkommen zu unserem Lifehack-Tutorial. Wir pimpen euer Smartphone mit recht einfachen Geschichten und basteln jetzt mal ein bisschen. Ja, Ist ja auch so bestimmt dein... Du musst mir basteln, ich bin eine Katastrophe. Ja, okay, pass auf, das kannst du bestimmt gut. Klopapier abrollen. Mensch, das ging fix. Ja, So, ja, wir jetzt noch. brauchen nur das Pappding. Achtung, ja, schön. So. Jetzt musst du natürlich gucken, wie breit ist mein Smartphone. Wichtig ist, kommt mein Ton oben oder unten raus. Er kommt unten raus oder an der Seite. Ne? Dementsprechend muss man das halt anpassen. So, ich weiß jetzt in etwa, ich war ja absolute Granate im Basteln. Mit Sicherheit besser als ich, insofern. Du sollst das Handy dagegen halten. Was wolltest du Siehst du, denn ich sag ja, dagegen? geht schon los. Bastelverständnis gleich in 0. Trotzdem, ich habe schon mal ein Lied jedenfalls rausgesucht. Also von mir kann es losgehen. Setz mich nicht so unter Druck. Aber wir müssen natürlich den Vergleich machen. Ich mache einfach schon mal an, Gute Idee. weil wir ja hören müssen, wie ist es eigentlich, ohne. So klingt es jedenfalls nur mit dem Smartphone. So, und jetzt hoffen wir, dass das da reinpasst. Hast du den Unterschied gehört? Ich suche ihn noch. Vielleicht müsste die Rolle länger sein. Also mit einer Klopapierrolle ist es irgendwie eher Mist. Davon mal abgesehen, kannst du es nicht mehr hinstellen. Ja, und ich frage mich halt, wo hast du eine Klopapierrolle auf dem Pott? Brauchst du wirklich irgendwie einen Soundverstärker, wenn du auf Toilette sitzt? Nee, also ich nicht. Ich auch nicht. Also absoluter Fail, meiner Meinung nach. Hat nicht Bringt es bestanden. nicht so richtig. Also mit einer Klopapierrolle kann man sich die Sache, glaube ich, ziemlich sparen. Gut, So, gehen wir weiter. mach mal Musik aus. Das war schon mal Mist. Grundsätzlich kommst du ja auch immer zu spät, weil der Marc ganz gerne mal verschläft. Der Wecker ist nicht so sein bester Freund. Ja, wir können das jetzt hier ruhig mal Ja, preisgeben. selbstverständlich. So, und da ist es auch ganz einfach. Ihr braucht einfach nur eine Vase oder ein etwas größeres Glas. Und wenn ihr da dann das Handy reinpackt und der Wecker morgens klingelt, sollt ihr schneller wach werden, weil ihr dann das Vibrieren drauf habt. Mal sehen. Guten Morgen, Maja, auch ausgeschlafen. So, ich stelle mal den Wecker. Ja, aber nicht erst in 3 Stunden, ne? Nee, in einer Minute. Ich hoffe, es springt relativ fix um. Dann lege ich es hier rein. Liegt auch komplett. So, jetzt heißt es warten. Schlafen. So, wir lehnen uns ein bisschen zurück. Dann warten wir ab. Du hast auch nur eine Minute eingegeben, ne?
Da, funktioniert. Aber auch das, würde ich sagen, ist nicht viel mehr, als ich habe, wenn es auch bei mir am Nachttisch liegt. Da vibriert es auch, das höre ich auch. Der Sound ist ein bisschen krasser vielleicht. Ja? Komm, wir stellen es mal hin, warte. Ich krieg's nicht Okay. mal raus. Ah! So! So wird ein Schuh draus. So ist es. Man muss also das Handy Bestens vorbereitet. in ein schmaleres Glas stellen, so dass es so vibriert. Guck mal, dann wandert das sogar richtig. Und Ja, okay. So, es wird auch extrem nervig. Also für mich wäre es nichts, andererseits wäre ich mal pünktlich. Insofern muss man sehen, was man für ein Aufstehtyp ist. Wenn man es nicht so kann, hilft auf jeden Fall. Und man muss vor allem mehr tätig werden, als wenn es einfach nur da liegt und man einmal drüber wischt und dann ist der Wecker aus. So muss man immer noch in Glas kaufen. Ja, okay, und vor allem, wenn das Glas runterfällt, dann hast du halt auch direkt den Salat, ne? Dann bist du wach. So, du hast da jetzt noch ein bisschen was Romantisches vorbereitet, ne? So ist es. Was man braucht, eine Flasche mit durchsichtiger Flüssigkeit und ein Smartphone mit der Lampe, Taschenlampen-App. Und dann stellt man die Flasche auf das Smartphone, auf die Lampe. So, und jetzt versuchen wir mal, kann man hier irgendwie ein bisschen mal das Licht dimmen, damit wir hier mal auch romantische Atmosphäre kriegen. So, ich würde sagen, ist auf jeden Fall wesentlich cooler, als wenn man nur jetzt die Taschenlampe des Handys dahin legt. Doch, Und wen willst du damit rumkriegen? schimmert schon, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Schimmert jedenfalls schön. Finde ich. Also ich finde, das kann man wirklich machen. Das wertet schon irgendwie die Taschenlampe eines Handys auf. Ich finde es Kerze. großartig, wie überzeugt du von dieser Geschichte bist. Ich habe nicht immer Teelichter oder Kerzen zu Hause. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich stelle einfach eine Flasche auf die Taschenlampe. Ja, Also Romantik kommt da bei mir nicht Ja. auf. Marc, du kriegst demnächst einfach mal ein paar Kerzen von mir und dann kannst du hier dein komisches... Ich glaube, eine Frau Ding da kriegt man damit ausmachen. nicht beeindruckt. Ich finde es trotzdem super. So, und damit sind wir fast schon wieder am Ende der Ausgabe angekommen. Anna, du musst gleich ein Bild malen. Und zwar von etwas, was ich dir sage, aber mit verbundenen Augen. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Und wir schauen mal, was da mal rumkommt. Klar, Bist du also am Start, Meisterwerk, ne? definitiv. So, ich gebe dir schon mal Zettel und Stift. Und dann verbinde ich dir noch die Augen. Selbstverständlich. Aber pass auf, dass du mir keine Haare einklemmst, ja? Natürlich da bin nicht. ich Ja, da passe ich auf jeden Fall auf. Ja, heul nicht rum. Tut beim Zuknoten schon weh. Das nächste Mal kannst du das Tuch auch vorher waschen, ne? So, festziehen darfst du selber. Komm, so nett Ja, bin ich. danke. Ey, da sind auch einfach mal alle Haare drin. Hast du ja Wenn man mir was Zins gibt zum Schönes Essen, kann man nichts ausgedacht, anderes Okay, So, bist du parat? ja. Kuli läuft. Du hast 30 Sekunden Zeit, um dich selber zusammen mit Maya beim Gassi gehen zu malen. Wann läuft die Zeit? Zeit läuft ab jetzt. Viel Erfolg. Ich schau mal ein bisschen dir über die Schulter. Das wirst wahrscheinlich eher du als Maya. 4, 5. Das ist die Leine. Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Ja, was wird? Na gut, schön ist anders. Aber 15 Sekunden hast du noch. Ey, ich habe in Kunst früher immer beschissen. Ich habe immer andere für Ja, und mich ich malen hab- lassen. Scheiße, ich habe noch keine Beine, Ich habe auch Quatsch erzählt. So viel Zeit hast du gar nicht mehr. Komm, ich gebe dir noch 5 Sekunden. So viel Zeit muss Sonne sein. scheint natürlich auch. Ja, 3, 2, eine 1 Wolke. und Ende. Dann darfst du dir das Tuch selber abnehmen. Wir schauen mal, was das für ein Bild geworden ist. Ich halte es einfach mal rein in die Kamera. Du bist auf jeden Fall wunderbar getroffen. Ich frage mich nur, mit welchem Elefanten du spazieren gehst. Das wäre eher die Frage. Also Maya so zu verunstalten, ist meiner Meinung nach eine bodenlose Frechheit. Aber wenigstens die Sonne lacht. Nee, schön. Und musst du das eine Woche schön als ein Facebook-Profilbild machen. Facebook? Ernsthaft? Selbstverständlich. Das heißt, nicht wegschmeißen, wird gleich abfotografiert und dann ist das dein Profilbild. Okay, und damit sind wir leider auch schon am Ende der heutigen Loft-Ausgabe. Schade, schade. Wenn ihr vielleicht noch mal böse wieder mal über mich lachen wollt, könnt ihr das gerne unter dem Video machen. Ansonsten alle Anregungen, Fragen oder irgendwelche Wünsche für die nächste Folge auch gerne unter dem Hashtag Loft unter das Video. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr passt hier sehr gut rein, vielleicht an einem Tag, wo der Markt nicht da ist,
sehr gerne. Oder ihr habt eine tolle Idee, Hashtag ich will rein und dann kommt ihr zu uns ins Loft. Genau so sieht's aus und das war's dann auch von uns. Jetzt noch einen schönen Abend und tschüss. Ja, und dir viel Spaß mit dem Profilbild. Sausack, ey. Ja, läuft. Aber halt erst danach. Ich muss erst sagen, so, ich will sehen, was du kannst. Ich glaube nicht, dass es viel The Loft wurde Ihnen präsentiert von Unity Media.